Hey Oli, ich glaube, wir sind da. Hey, heute zusammen, willkommen zurück zum Nochmal. Hey, heute zusammen, willkommen zurück zum ersten Schweizer Fischer-Podcast. Fischfrucht! Ja, Mann, auch von meiner Seite ein herzliches Willkommen. Hey, und Leck, schon lange nicht mehr über das Intro gehabt. Ja, das ist Verschwörungstheorie passiert. Ja, wir haben das Intro auch schon lange nicht mehr gebraucht. Ja, jetzt, wenn wir es einmal in der Woche einen Podcast aufnehmen, dann müssen wir mal einen Schnitzer haben, oder? Ja, genau. Wenn wir Paste ein bisschen anziehen, dann dürfen wir auch ein bisschen mehr Fehler machen, haben wir gesagt. Hey, aber schön, habt ihr reingeschaltet zu eurem Lieblingspodcast aus der Schweiz. Ja, absolut, absolut. Hey, und weißt du, was kommt mir da gerade in den Sinn? Hast du mal irgendwie einen Kommentar angeschaut? Hey, Von der letzten nein. Episode? Hey, ich im Fall auch nicht. Nicht so, nein. Nicht. Was mir aufgefallen ist, der Erik hat sich noch nicht gemeldet, Stand jetzt. Oder am Erik seine Eltern. Hey, macht das unbedingt, meldet euch. Weil, ja, kommen wir jetzt erstmal in die erste Rubrik, oder? So Rückblick, Ausblick. Nein, der Oli hat eine wunderbare Sprachnachricht bekommen vom Aschi, vom Peter Aschwande, also vom Aschi-Brüder, von Peter Aschwande. Und was er da drin sagt, könnt ihr gerade selber mal reinhören. Hallo zusammen, liebe Fischverrückt-Community. Ich habe den Fischverrückt-Podcast gehört von der Schweizer Sportfischermesse und habe mitbekommen, dass der ganz ein spezieller Gast war, nämlich der Erik. Der Erik hat leider nicht können am Gewinnspiel mitmachen, weil er keine Kommentarfunktion auf seinem Handy hat. Darum habe ich mir etwas überlegt, weil sein Auftritt so gut war, möchte ich ihm eine Maus schenken. Erik, tu dich bitte per Kommentar melden oder deine Eltern sollen sich melden. Dann kommen die ihre Kontaktdaten von mir rüber. Und ja, dann können wir etwas abmachen. Ja, ich würde mich freuen. Hey, im Rest wünsche ich ganz eine gute Zeit und ja, Petri. Wir können ja jetzt auch noch sagen, was euch in diesem Podcast erwartet, Oli. Richtig! Und zwar haben wir heute wieder einen ganz speziellen Gast. Wir haben ja gesagt, wir haben ein bisschen YPC Bank. YPC ist ein bisschen das Thema vom Jahr, kann man schon sagen, nebst dem wir es ja immer intensiv verfolgen. Und unser nächster Gast könnte ja auch etwas mit dem YPC zu tun haben. Genau. Und wer das ist, hören wir doch jetzt gerade. Liebe Fischfrock-Community, heute haben wir einen ganz speziellen Gast für euch. Moin. Jemand, der schon seit Jahren Gewässer in Europa unsicher macht. Von den Ufern in den Niederlanden bis zum offenen Wasser in Skandinavien. Ja, geht auf jeden Fall schon besser. 2024 ist er zum ersten Mal im YPC Bank dabei gewesen. Und was soll man sagen, er hat es gerade bis ins Halbfinale geschafft. 2025 hat er es sogar ins Finale geschafft. Und ich glaube, da muss man gar nicht viele Worte zu verlieren. Das war einfach Sahne. Als Guide kennt er nicht nur die Gewässer wie seine Hosentasche, sondern auch Tricks, wie man selbst die kniffligsten Fische überlisten kann. Und er kam auf den nächsten Toppies-Köder. Geile Scheiße, ey. Wow. Und dann da ist noch seine Zusammenarbeit mit Fish Explorer. Er testet und bringt seine Turniererfahrung direkt mit ein. Twitchbait muss funktionieren. Heute reden wir darüber, wie er sich auf der YPC Bank vorbereitet, welche Tricks wirklich funktionieren und welche Learnings er aus seinen Guidings und aus den Wettkämpfen mitnimmt. Ja, mein geliebtes Dropshot-Rig. Letztes Jahr habe ich noch nicht gesagt. In dem Jahr hat sich ein bisschen was getan. Also, liebe Fischverrückt-Community, begrüßt mit uns am dritten Mikrofon und doch aus der Ferne der Roman Chakuzzo. So, herzlich willkommen, Roman. Danke. Ich würde direkt wieder mit dem Moin einsteigen. Ja, und ich sind doch alles Norddeutsche. Sehr schön. Und ihr habt gemerkt, wir bleiben beim Schweizerdeutsch. Der Roman hat gesagt, er möchte es versuchen, so gut wie es geht, oder er versteht uns sehr gut. Darum können wir den Podcast in unserer Landessprache machen. Da sind wir, glaube ich, schon froh nach der vorletzten Episode, Nico, oder? Hör mir auf, ja, Gott sei Dank. Also, ich bin schon froh, wenn ich wieder nur Deutsch darf reden. Ist schon anstrengend gewesen. Also, ich habe ja letztes Mal schon gesagt, ich habe ein bisschen reingelassen. Ich habe jetzt nochmal ein bisschen reingelassen. Ja, es ist, ich glaube, wir dürfen da unserem Englisch noch ein bisschen fehlen. Natürlich. Schön gesagt. Ich glaube, ich als jemand, der halt viel in der Schweiz war, ich habe ja auch mal 10 Monate in der Nähe von Zürich gelebt, wenn man so ein bisschen eine Grundidee hat von Schweizerdeutsch, dann kommt man schon halbwegs durch. Also das Thema kriege ich immer mit und wenn ich es nicht verstehe, dann frage ich jeden. Ja, sehr gut. Hast du dich wiedererkannt im Intro?
Ich habe mich wiedererkannt, ja. Ich habe mich gefragt, ob vielleicht 1, 2 Ausschnitte davon auch aus Sprachnachrichten stammen, aber Ja, ja. ja. Ja, bei den meisten Szenen wusste ich, wo ich stehe, ja. Ja, gerade so. Sehr geil, sehr geil. Hey, ja, ihr hört es, wer wir da haben, beziehungsweise ihr wisst jetzt, wer wir da haben. Und wir haben ja das vorletzte Mal schon an der Messe haben wir mit diesen Leuten über den YPC können reden. Und heute werden wir uns noch mehr dem Thema widmen. Einfach weil es halt wirklich, wie der Oli schon gesagt hat, oder wie wir im Intro schon gesagt haben, der YPC ist ein Thema und das verfolgt uns. Und ich würde jetzt gerade mal am Roman das Wort geben, dass er sich mal könnte vorstellen für all die den YPC vielleicht nicht geschaut haben oder nicht so eng verfolgt haben oder Inhalt vielleicht auch nicht so gut kennen. Roman, wer bist du, was machst du, woher kommst du? Ja, Alles wollen wir wissen. ich bin auch mehr als der YPC oder eine YPC-Teilnahme. Ich bin Roman, erstmal ein ganz normaler Angler, der auch am Ende nur mit Wasser kocht. Ich habe aber mich entschieden, meinen Lebensunterhalt so ein bisschen ums Angeln oder mit dem Angeln zu verdienen. Ich mache Medienarbeit im Angeln, also Film, Schneiden, dies, das, Ananas. Dann natürlich Guiding ist ein großer Teil meiner Arbeit. Dann bin ich noch für Flyrus unterwegs, das ist eine Fliegenfischerschule, mache da Kurzreisen und so Basic-Kurse. Also wer mit Fliegenfischen anfangen möchte, der könnte auch auf mich treffen. Und als allerletztes halt noch Angelreisen. Da geht es einmal nach Lettland zum Lachsangeln und zum Heilbutangeln nach Nordnorwegen. Beides sind einfach so Reisen, die ich privat auch super gerne mache. Und dann ist es eigentlich nur logisch, auch Gäste mitzunehmen und das ein bisschen zu verbreiten, weil es einfach super geil. Nico, Sehr schön. Fanfrage für dich. Oder einfach mal raten. Ja. Welches Angelturnier tut der Roman auf Deutsch, kann man sagen, sprechen? Jetzt verstehe ich auch, was du meinst. Ja, okay. Weil der Nico hat es ganz intensiv geschaut das Jahr, darum weiss ich, wer ist. Aber vielleicht hast du auch das Original geschaut, dann... Also, wenn es eins von den ehemals Boatside-Jungs ist, dann schaue ich das Original. Okay, ja, dann wirst du es wahrscheinlich nicht gehört haben. Ja, aber wahrscheinlich irgendwie Fly vs. Jerk, oder was? Echt? Ja, ich habe stark. 2 Jahre lang für Kanal Gratis die ganzen deutschen Voice-Overs gemacht, für Perch Pro, Thunder Pro, Fly vs. Jerk, okay. genau, auch 1 Jahr lang gefilmt, alle 3 Turniere. War schon geil. Ja, sehr geil. Ja, nein, ich schaue die in der Regel in der Originalsprache, weil ich finde, im Englischen tönt es einfach, es tönt noch ein bisschen packender irgendwie. Also nichts gegen dich natürlich, selbstverständlich, ich verstehe mich nicht falsch. Aber ich finde das Englisch, wenn es wirklich die Originalsprache ist, das ist einfach noch einmal, keine Ahnung, vielleicht auch ein bisschen mehr Emotionen, mehr, ja, man ist irgendwie wie mehr dabei, habe ich das Gefühl, weil es halt einfach original ist, ja. Es ist ja auch jetzt wieder die Originalstimme. Also vor Mille hat es ja auch der Johann Ruhr, der jetzt ja auch wieder das Voice-Over macht, auf Englisch gemacht. Und für mich fühlt sich das an wie zurück zum Original, als Fly vs. Jerk noch nur Trummern gegen Bauer war. Ja. Ja, stimmt, das habe ich auch gefunden, dass die Stimme wieder angenehmer ist zum Hören. Oder einfach so bekannt irgendwie. Ja, die ist bekannt, weil es die alte ist. Mit Mille war es natürlich einfach so eine Top-Sprecherstimme, sehr, sehr spannend gemacht, geile Betonung, geiles Englisch. Also das passt schon sehr gut. Ja. Aber Fly vs. Jerk hast du in dem Fall nie mehr gefischt? Oder irgendwie Thunder Pro, Perch Pro, so etwas? Die Kanal Gratis Turnier. Eine Saison alle 3 gefilmt, aber selbst nie mitgefischt. Nee. Hat sie nie gejuckt? So? Ja, ich habe dann halt vorher und nachher ein paar Würfe gemacht, aber selbst mitzumachen, das sind halt wir Nerds, die sich sowas reinziehen. Aber man muss ja auch immer ein bisschen gucken, wie ist so oder wo sind diese Turniere wirklich werbewirksam, weil das sind ja am Ende Marketingveranstaltungen und da sind die einfach stark in Schweden und da wir von Fish Explorer da gar keine Finger im Spiel haben im schwedischen oder skandinavischen Markt, macht es dementsprechend auch nicht so viel Sinn, da reinzugehen. Kann sich alles mal ändern, aber ja. Klar, ja. Sehr schön. Und du hast vorher gesagt, du kommst irgendwo aus Norddeutschland. Ja, für euch ist alles Norddeutschland. Ich komme original. Also ab Stuttgart ist bei uns Norddeutschland. Aua. Dann sehr, sehr weit im Norden.
aus dem Sauerland, so Nähe von Dortmund. Das wird wahrscheinlich euch im Essen noch was sagen. Und mittlerweile wohne ich aber in Potsdam, also quasi gleiche Höhe, nur andere Seite von Deutschland, bei Berlin dann. Auf der rechten Seite, wenn man die Karte Wenn deine Welt aus rechts und links besteht, dann ja, sonst Ja. im Osten. Ja. Ja, sonst, ja, genau. Aber weißt du, Ja, das genau. ist doch genau das. Also ich habe ja die Bootsprüfung gemacht im letzten Jahr. Und bei der Bootsprüfung hast du ja Steuerbord, Backbord, oder? Und bei den Flügern hast du wieder andere Aviatik- oder Seitenbegriffe. Ein normaler Mensch sagt doch einfach rechts oder links oder oben oder unten, oder? Aber es muss jeder irgendwie einen anderen Begriff haben. Ja. Für mich ist die Welt aus rechts, links, oben, unten, vorne, hinten. Das passt, Das passt, sind ja. Das sind Ja, meine jetzt, Sachen. Da gibt es noch jetzt- schräg oben. früher habe ich links gewohnt, jetzt wohne ich rechts. Ja, genau. Okay. Also du bist eigentlich von Holland weggezogen, von der Nähe von Holland. Das hat die Zeit so ergeben. Ich habe halt im Studium ja auch in Schweden gearbeitet, das ist noch weiter weg von Holland, aber da war Holland auch nicht so ein Thema. Dann nach dem Studium 2 Jahre ja in Holland gelebt, für Rheinland-Boote, da in Odetonge den Standort betreut und dann danach auch noch eine Weile in Mönchengladbach gelebt, dann nach Norwegen gegangen, jetzt Potsdam, ja. Alles wild, aber gut. Meistens das ist bin ich ja gut. eine Woche am Stück dann in Holland und da lohnt sich auch die 8 Stunden Fahrt eben rüber. Gar kein Problem. Definitiv. Ist ja von uns auch nicht anders, gell, Oli? Ja, definitiv, ja. Was hast du studiert? Ich habe nur studiert, damit zu Hause Ruhe ist und der Junge was Ordentliches in der Tasche hat. Green Business Management hieß das, also so nachhaltiges Wirtschaften, wird man auf Berufe ausgebildet, die man eigentlich nicht machen möchte. Die nicht dementsprechend, was das Studium auch sagt. Also das ist grundsätzlich ein BWL-Studium, was jetzt in der Selbstständigkeit auch nicht die schlechteste Idee ist, mal grundsätzlich eine Idee zu haben von Betriebswirtschaft. Ja. Naja. Okay, spannend. Mega, Nico, dann würde ich sagen, gehen wir in die nächste Rubrik. Meine Woche, deine Woche. Und die geint bei mir vor Leere. Oh, das Ja, ich habe voll ein OneNote aufgetan und gedacht, okay, Nico, streng Ja. gehabt deine Woche. Ja, Aber weißt du, was haben wir vergessen? Ja. Ja. Hä? Okay, Schau mal. und Oli, Nein, sein nein, Lieblingsbier? schau. Ja, meins, hä? Stark. Aber jemand ist Was gerammt. bringt er? Was bringt er? Es wird. Warte, noch nicht zeigen, das Bier. Ist es ein lokales Bier von dir? Also Heimat. von deiner Region? Ja, aus der linken Hälfte Deutschlands. Danke. Oh, was gibt's dort? Jesus Gott, da gibt's ein paar Bier bei euch. Solange Ja, das Heineken genau. Aber ist. ist nicht irgendwie ein Karlsberg oder so, oder? Ist das deutsches Bier Karlsberg? Keine Ich Ahnung. hätte das eher nach Dänemark gepackt oder Schweden Okay, oder so. ja gut, okay. Gut, schlussendlich gehört ja alles irgendwie Karlsberg, Heineken und so, gell? Aber, also ja, das Heineken meiste. auch falsches Land. Ja, Heineken ist Holland, aber es gehört ja Ja. alles irgendwie der grosse Teil, das meiste. Ja, nein, ich weiß es nicht, keine Ahnung. Nee, Was nee, ist für ist ein Bier? eine eigenständige Brauerei. Wenn es dir Ja. hilft, mit Felsquellwasser gebraut. Ah nee, Quatsch, das ist anders. Das wäre das Quellfrisch, oder? Nee, ich glaube das Krombacher mit Felsquellwasser, die werden Ah, okay. zumindest damit. Ja, Ist Kronbacher auch noch eigenständig? frag mich was. Ich bin jetzt auch nicht so der riesen Bierfetischist, aber so ein bisschen Heimatpflege darf ja schon sein. Ja. Feldschlösschen kann man auf jeden Fall gut trinken. Ja, aber das geht ist gar auch... nicht. Nein, Roman, das kann nicht. Ich habe jetzt eben gerade geschaut, es ist... Jetzt bin ich mir nicht ganz sicher, ich habe letztes Mal mit einem diskutiert, ich habe gesagt, es sei Heineken, aber der andere hat gesagt, es sei Karlsberg. Ich weiß es nicht mehr. Aber es ist fein. Auf jeden Passt Fall, schon. cheers. Cheers. Soll ich ja noch nicht zeigen? Hier. Prost. Ist ein Veltins quasi, Pölleken. So ein helles. Kann man Okay, gut trinken. Geht gut runter. sehr gut. Alright. Balsam für den Hals. Ja, natürlich. Wir werden ja noch ein paar Worte verlieren heute Abend. Ja, Nico, willst du starten mit Nein, dieser Woche? Komm, wir sagen dem Roman, er soll anfangen. Das ist doch gut. Meine Roman, Woche? wie ist deine Woche gewesen? Ja, tatsächlich recht entspannt und bisher ist ja auch noch kurz. Also wir nehmen an einem Dienstag auf, von daher meine letzte Woche, schauen wir mal auf die letzten 7 Tage. Ich war heute das erste Mal
dieses Jahr in Potsdam angeln. Habe natürlich nichts gefangen, also was anderes war auch nicht zu erwarten. War einfach nur ein bisschen Wurftherapie. Ja, und sonst hat es auch relativ wenig mit Angeln zu tun bei mir. Ich war in der linken Hälfte Deutschlands meine Familie besuchen. Und dann verbringst du halt immer viel Zeit auf der Straße. Ja, und ansonsten ist halt gerade viel Vorbereitung. Wir haben jetzt die Gruppenzuteilung und die Zonen für den YPC dieses Jahr bekommen. Das heißt, ich hänge auch sehr viel manisch vor Maps und gucke in den Zonen, wo ich vielleicht dann in der Vorbereitungswoche meine Angel mal reinhalten möchte. Das nimmt schon einfach viel Zeit in Anspruch, aber ansonsten genieße ich auch gerade, dass jetzt im Moment noch nicht so viel zu tun ist, weil der März, der April ist alles extrem voll. Dann ist der Mai noch mal ein bisschen entspannter. Also ich lade jetzt die Akkus auf für die Saison, weil das wird alles ganz schön doll. Was ist bei euch noch offen? In Potsdam der Hecht? Ja, bei uns darfst du grundsätzlich, wir haben kein Kunstköderverbot, ne? Also Barsch ist offen, Zander, Hecht sind streng genommen zu, aber du hast gerade nur relativ schnell fließende Kanäle, die überhaupt eisfrei sind. Ne? Also bei uns die ganzen Seen sind immer noch zugefroren, obwohl wir jetzt seit 3 Tagen schon über 10 Grad haben. Crazy. Ja, war dickes Eis. Hättest du eigentlich können Eis fischen, hä? Ja, ich habe halt ein Problem damit, einen Köderfisch an den Haken zu hängen. Also ich sehe es nicht ein, einen Fisch zu töten, um einen Fisch zu fangen, den ich dann potenziell wieder zurücksetze. Deswegen Eisangeln, vielleicht in Skandinavien, wenn man mit Maden oder so auf Saibling oder so angelt. Ja, das Aber habe ich kannst du ja schon mit, gemacht. also kannst du ja mit Kunstköder Eis fischen. Könnte man theoretisch Also- machen, aber Aber ja. Es muss dir auch gegeben sein, gell? Musst Lust haben. es muss schon ein bisschen geil sein. Aber wenn man noch nie Eisangeln war, dann kann man das mal machen. Aber wenn man schon mal Ja. Eisangeln war und halt da 50 Löcher für ein paar 17er Barsche gebohrt hat, weiß ich nicht. Ja, okay. Sehr gut. Ja, komm mal, dann mache ich mal weiter. Ja, ich muss eigentlich das OneNote gar nicht aufmachen. Ich kann es wieder zumachen. Ja. Meine Woche war brutal streng gewesen. Aber eben, wir haben erst am Freitag aufgenommen. Heute ist Dienstag. Ich kann gar nicht mehr erzählen. Am Wochenende bin ich an der Fasnacht gewesen. Fasching gibt es ja bei euch auch, gell? Karneval, wie es original heißt. Ja. Karneval, genau. Und ich habe mich wieder mal genullt. Es ist wieder mal gut. Ich bin jetzt wieder mal auf dem Boden. Ich bin mal richtig schön geerdet. Ja, und am Sonntag bin ich doch das erste Mal Velo fahren. Jetzt, wo es so schön warm geworden ist, weil bei uns ist ja doch recht warm mittlerweile, so für den Februar. Ja. Aber sonst habe ich nicht viel mehr gemacht. Also, ich kann mich nicht mehr gross für einen Podcast vorbereiten. Aber es ist gut. Tut auch mal gut. Ein bisschen under pressure. Genau. Man kann etwas anderes machen, oder? Ja, definitiv. Also was auch war, nice, das habe ich letztes Mal schon gesagt, eben der E-Motor und alles ist in Zeit rein. Ja, voll, hast du gesagt. Genau. Ja, bei mir ist es ein bisschen das Gleiche. Eben, wir haben am letzten Freitag die letzte Folge aufgenommen, die habe ich noch schnell in der gleichen Nacht, wo wir es eigentlich fertig gemacht haben, habe ich es noch fertig geschnitten. Plus noch alles vorbereitet, dass wir das können droppen, was so Insta angeht, was alles mit dem Podcast zu tun hat. Ja, nebst dem eben, ich bin immer ein bisschen dran, ihr zwei seht es jetzt hinter mir, ist mein eigenes Fischerzimmer, wo ich da gerade am machen bin. Da kommen fortlaufend Sachen, wo ich immer ein bisschen am Einräumen bin oder am Basteln bin. Jetzt, wo ich jetzt eigentlich an die Wand anschaue, kommen nachher so die so Holzbalken an machen mit Licht und so, ganz extrem. Das wird sicher das Wochenende noch ein bisschen anstehen. Ein bisschen Bastelarbeit, die Heide ist auch mal etwas in dieser schon langweiligen Zeit da. Ja, hast recht. Ja. Ja, sonst habe ich auch nicht viel mehr gemacht, von Freitag bis heute. Sehr gut. Ja, komm, dann würde ich doch sagen, gehen wir einfach gerade weiter zu der nächsten Rubrik, oder? Infos aus der Szene. Ah ja, und auch da soll ich gerade anfangen. Ja, du hast ja auch wieder viel, oder? Ich kann nichts. Warte, ich zeige es mal. Himmeltraurig. Stark. Ja. Herrlich. Also ich bin wirklich super vorbereitet. Nein, ich weiss von nichts. Ich weiss jetzt nur, dass ich gerade
eine Sprachnachricht bekommen habe. Ja, das Ich ist auch die von Info. Peter. Ja, genau. Roman, bei dir News aus der Szene? Du hast sicher Ja. ein paar Insights, komm. Ja, also ich Ich bin hab- voll auf dich angewiesen, darum habe ich extra nichts geschrieben, um dir meine Zeit zu geben, oder? Ja, ich habe halt jetzt die letzten Tage relativ viel mit anderen YPC-Teilnehmern auch zu tun gehabt, weil wir eben die neue Gruppenzuteilung und Zonenverteilung bekommen haben. Und da natürlich dann alle ein bisschen anfangen zu zittern und sich austauschen, wie sie ihre Gruppen finden und wen sie stark und schwach und bla einschätzen und wer wieder dabei ist und wer nicht, kann ich jetzt natürlich nichts konkret verraten, aber ich sag mal, ein paar Legenden kehren zurück, ein paar coole neue Leute sind dabei und ich bin mit meinen Zonen super zufrieden. So viel darf schon mal gesagt sein, auf jeden Fall. Ja, ich glaube, das wird eine ganz interessante Staffel wieder. Kannst du schon etwas über das Regelwerk sagen, ob es Änderungen Ich habe oder darfst du bisher noch kein Regelwerk bekommen, deswegen gehe ich davon aus, dass es gleich bleibt, aber das Regelwerk hat sich auch schon 2 Wochen vorher nochmal geändert. Also Ja, okay. ich denke, grundsätzlich wird es gleich bleiben. Sind wieder 4 Gruppen mit 7 anderen jeweils. Mhm. Ja. Ich bin da gespannt, wie das Finale wird, beziehungsweise auch nur schon mit nach der Gruppenphase, wie es dann weitergeht mit oder in der Ja, ich hab- Gruppenphase ich hab, nach der Quali. Ich habe aus der Messe-Folge ja schon gehört, Max hat es ja auch erzählt, dass wir auch beim Finale komplett ahnungslos waren. Mhm. Wirklich bis zum Flughafen wussten wir dann, ja, okay, alles klar, wir fliegen nach Finnland schon mal. Nee, Mhm. Quatsch, das wussten wir vorher. Dass wir nach Finnland fliegen, wussten wir vorher, aber wohin nach Finnland, wie weit nördlich und wie abgelegen und überhaupt welche Gewässer und wie und was, das haben wir wirklich alles sehr, sehr kurz vorher dann erfahren. Ja. Ja, aber was gibt denn sonst noch für News? Also, da gibt es sicher noch ein bisschen mehr, auch, ich sage jetzt auch, Seite Fish Explorer, oder sonst auch von dir vielleicht, ich weiß es nicht. Hast du auch nichts irgendwie produktmäßig oder? Also ich bin mal gespannt, wir haben jetzt bei Fish Explorer auch Livingston Lures im Vertrieb. Das ist auch noch vielleicht eine ganz interessante Sache. Ich muss von dem Sound noch ein bisschen überzeugt werden. Ich habe jetzt beim ersten Anfischen noch nicht so den riesigen Unterschied gespürt und finde es irgendwie ein bisschen irritierend, dass halt die Boxen permanent da am Rumklickern sind, wegen eben des Geräuschs, das die machen. Lauf ist erstmal ganz boxsolide. Ob die dann am Ende gegen einen 110 oder einen Elect Squirrel anstinken können, das wird sich zeigen. Die haben natürlich schon sehr, sehr viel Vertrauen und ja, am Ende muss ein Twitchbait vor allem einen schönen Lauf haben und sich nicht besonders toll anhören. Und ja, ich bin jetzt aber 3 Wochen in Holland im März und dann werden wir das mal herausfinden, wie die das so finden. Sehr nice, sehr nice. Ja, wieder Genau. Nee, gespannt. ansonsten, wo wir gerade bei 110s waren, ich wollte jetzt ein bisschen bei Kleinanzeigen unterwegs und hat einer neuen Megabass 110 angeboten für 140 € oder so. Natürlich noch ein bisschen runtergehandelt, 120, bla bla. War alles cool. Und dann bin ich aber pennen gegangen und habe halt nichts weiter dabei gedacht. Und am nächsten Morgen habe ich ihm dann die Kohle geschickt. Dann schreibt er so, ja, Kohle schicke ich dir jetzt zurück, hab's jemand anderem verkauft. Ich so, was? Why? Wieso? Wir haben doch schon gesagt, machen wir. Und so, gib mir doch die paar Minuten eben kurz Zeit oder eine Nacht halt, um das rüber zu schieben. Mhm. Ja, das tat ein bisschen weh, weil ich sag mal, 9 Montans für 120 hätte ich doch gerne an mich genommen. Ja, Ist glaube nicht ich. so oft, glaub dass ich. man das findet. Naja, war ein bisschen bitter, aber ich kann damit leben. Okay, Oli, Stucki bringt den Tapepack 35 Liter raus, ganz neuer Rucksack mit ganz viel nice Feature. Wer gerne ein Stucki-Produkt hat, unbedingt mal einen Rucksack abchecken. Der Roni hat ein geiles Real Trade, wo er alles so zeigt. Also sie haben sich da schon noch Sachen überlegt, wo man Sachen kann versorgen kann, die bis jetzt andere Rucksäcke noch nicht kennt. Bin ich gespannt, wie der dann ankommt, auch bei der Community. Ja, ich habe gefunden, er hat sehr geile Features mit dabei, eben so Zangen, die du kannst auf der Seite praktisch rein tun, wo du kannst das Board mehr richtig versorgen, vor allem dass dein Schöne nicht ein Schlüssel wird rausfallen und irgendwo versenkt werden.
ja, so Sachen sind angedenkt worden. Habe ich noch nice gefunden. Dann, ich weiss nicht, Nico, ob du das schon letztes Mal im Podcast gesagt hast, so YPC Salt kommt raus. Nein, habe ich nicht gesagt, aber ja, das stimmt. YPC Salt wird das Jahr kommen. Der Roman nickt nur, ich nehme an, da wird etwas in Planung sein. YPC Norwegen wird es geben. Auch schon das Jahr, wenn sie das drehen. Sie haben aber vom Regelwerk, so wie der Toni im Podcast gesagt hat, noch nicht gross Gedanken dazu gemacht. Haben sie einen neuen Podcast draussen, Hechelbarsch? Nein, das ist bei einem anderen Podcast gewesen, wo der Toni Gast war. Okay. Jetzt gerade sagen, ich habe gar keine Nachricht bekommen. Ja. Dann finde ich sehr schade, kommt kein YPC Bass mehr. Ich glaube, der ist eh nie gut angekommen. Bei den meisten ist der nicht gut angekommen. Ich habe den immer nicht Du findest das schade? Ich finde das schade. Ich finde Bass ein geiler Wirklich? Fisch, ja. Aber eben, ich finde zum Beispiel YPC Boot total langweilig. Aber ich bin vielleicht ein bisschen eigen. Ja, okay. Bullseye hat den Cacher optimiert, ihren Smart Cacher. Man kann ihn jetzt zusammenklappen. Was vorher nicht gegangen ist, ja, ist vorher sehr bemängelt worden. In der Größe M und L gibt es das finde ich geil. Ja. Genau. Und dann noch, wer gerne Angelklamotten hat, BKK hat Heavy und eine leichte Regenjacke rausgebracht, auch mit Hosen und mit einem neuen Fleece. Sieht auch alles sehr geil aus. Die haben recht geile Softshell-Hosen. Ja. BKK. Ihr habt die bei Menschenfisch oder einfach im Vertrieb, oder noch nicht? Ja, ich bin mir nicht sicher, ob wir die schon drinnen haben. Aber wir haben auf jeden Fall, also bestellen können wir es, das weiss ich. Aber ob wir es schon im Shop haben, weiss ich nicht. Ich kann dir nicht sagen. Okay, ja. Ja, das wäre es gewesen in diesen paar Tagen, was so ein bisschen zusammengekommen ist. Ist doch noch etwas gegangen, habe ich das Gefühl. Ja, also bei dir ist doch noch vieles, ja. Ja, Insta weiss alles, TikTok auch. YPC Salt hätte ich auch auf jeden Fall großes Interesse dran. Also das wusste ich tatsächlich schon ein bisschen länger, dass der kommt. Und habe auch irgendwie versucht, da meine Fingerchen reinzukriegen ins Spiel, aber da waren schon alle Plätze vergeben und beim ersten Mal können sich ruhig andere auch erstmal ausprobieren, das ist halb so wild. YPC Norwegen habe ich jetzt noch nicht mitbekommen, aber ich habe auch dieses Jahr wirklich kein Turnier, keine Zeit mehr, noch mehr Turniere zu angeln, weil ich auch noch 2 andere Turniere, das ist wahrscheinlich 2, eins auf jeden Fall fische. Ja. Und, Welli? Was ich schon sagen kann mit Sicherheit ist YPC Boat. Ja. Geil. Macht ja auch Sinn als hauptsächlicher also Bootsguide, da auch vom Boot mal anzugreifen. Muss ja mal mindestens das drin sein, was vom Ufer geht. Ne? Das ist der Mindestanspruch. Und welches noch? Warte, wer ist denn dein Partner? Darfst du das sagen? Ja, stimmt. Kann ich dann auch sagen. Genau, mein Partner wird der Robert sein von Gula Barbecue. Oh, geil. Der ist ja... Der ist auch dieses Jahr schon dabei. Gell? Ich habe gedacht, ich habe erst gerade die Werbung gesehen für die neue... Ja. Genau, zusammen mit Eule, ja. Ja, genau. Ja. Genau. Und dann hat sie irgendwie gesagt, ja, wie hat sie das gesagt? Im Teaser für die neue Episode. Haben sie irgendwie gesagt, genau, beide smokern gern. Oder auch mit einem gern Smokerer und dann haben sie der Eulet gesagt. Da dachte ich, okay, genau, passt perfekt. Ja, das war wirklich wild. Also dann im Vorhinein auch schon ein bisschen zusammen trainiert und so dies und das zusammen und dann mit Eule und Robert, das ist geil. Macht schon Spaß, ja. Ja, cool. Ja, YPC Salt wäre sicher auch geil gewesen, um die ganzen Jazzbait-Sachen auszuprobieren. Mein YPC Salt, also am Ende hängst du ein Stück Socken an 30 Gramm Kopf und jiggst das ein bisschen durch und irgendein blöder Dorsch, Seelachs oder Pollack wird sich das Ding schon schnappen. Also da bin ich relativ optimistisch. Da ist die Tide viel wichtiger als der Köder. Also meinst du, sie sind oben im Norden für Salt? Ach, muss gar nicht unbedingt sein. Ich weiß halt auch gar nicht, ob es vom Boot oder vom Ufer stattfindet. Und ja, also je nördlicher, desto sicherer ist es, dass du auch ordentliche Fische vom Ufer fangen kannst oder grundsätzlich halt auch in den Fjorden die Möglichkeit hast, ordentliche Fische zu fangen. Das ist im Süden mittlerweile schon teilweise ein bisschen haarig geworden. Aber
keine Ahnung, ich kenne das Konzept nicht, weiß, dass es stattfindet, aber ja, wird schon Sinn machen, relativ weit hochzufahren. Okay. Und das zweite Turnier kannst du nicht sagen, in dem Fall, hä? Es steht noch nicht zu 100% fest, deswegen würde ich mich da erstmal noch zurückhalten, aber Okay. wenn es so kommt, dann werde ich für diese 3 Turniertage wahrscheinlich nur 3 Köder brauchen. Was wahrscheinlich mit 3... okay, ja. Gut, okay, ja, Ne? perfekt, Okay. verstanden. Wissen wir Sehr Bescheid. geil. Sehr Ja. geil. Ja. Cool. Ja, spannend. Aber da hast du dem gerade ein bisschen etwas vorgenommen, hä? Das ist, Ja, vor allem ist es ja nicht nur immer das Turnier an sich, sondern auch die ganze Vorbereitung und Ja, genau, Zip ja. und Zap. Also das sind dann bei 3 Turnieren schon mal locker 6, 7 Wochen, die da inklusive Turnier dann einfach weg sind vom Sommer. Aber naja. Was ich mich immer gefragt habe, der YPC Bank, hast ja... Oh gut, dann kommen wir nachher noch drauf zu. Dann kommen wir nachher. Sind ja jetzt schon fast... Ich würde sagen, wir sind eigentlich schon fast im Thema drin. Genau. Aber wir sagen jetzt gleich noch, oder? Richtig, gehen wir ins Thema. Und da haben wir ganz viele verschiedene Punkte, die wir gerne von dir würden wissen, Roman. Haut raus. Und meine allererste Frage. Ein YPC Bank, jetzt gerade als Beispiel. Wie lange geht der von A bis Z, also von Training bis Siegerehrung? Wie viele Fischertage sind das? Ja, Für dich? Training am liebsten natürlich so lange wie möglich, aber in der Regel schon 5 bis 7 Tage. Letztes Jahr war es halt so, dass ich ja Gruppe A gefischt habe und es schon 2 Tage nach Saisonbeginn losging. Dementsprechend hatten wir nur 2 Tage, wo wir mit Kunstködern fischen konnten, haben aber halt vorher teilweise schon einfach mit Kunstködern komplett ohne Haken trainiert, oder auch mit Dropshot und Wurm oder Wurm einfach nur Freeline einschmeißen und gucken, ob Barsche da sind. Haben 2 Tage nur also entweder komplett ohne Haken oder mit Wurm trainiert. Und 2 Tage mit. Wobei an den 2 Tagen, wo wir durften, haben wir auch eigentlich die meiste Zeit ohne Haken gefischt, weil Fische zu verangeln, das bringt einfach gar nichts in so einem Training. Ne? Mhm. Was heisst, da gehen die schon jetzt, ich sag mal, 4 Tage fürs Training drauf, oder? Und ja, letztes Jahr 4 Tage, genau. Dieses Jahr habe ich mir auf jeden Fall schon 7 Tage genommen. Und dann hast du 7 Tage Training. Und dann hast du ja 2 Angeltage. Und das Halbfinale wird ja auch noch direkt in, sag ich mal, der Gruppenphase gefischt, also direkt danach. Und man fischt jeden 2. Tag nur seine Gruppenphase. Das heißt, es sind auch wieder 5 Tage, die man insgesamt auch da sein muss. Dann. Also 12 Tage sind zwar mindestens. Und je mehr Training, desto besser. Also können auch gerne mal 14, 15, 16 werden. Also das heisst, du hast eigentlich, wenn du... Also ich kenne es einfach nur vom Schauen her auf YouTube. Und dann siehst du, dann ist meistens ein halber Tag. Dann geht es in die nächste Gruppe oder einen Tag, glaube ich. Dann geht es in die nächste Gruppe, dann wieder einen Tag, dann wieder in die nächste Gruppe, wieder einen Tag, wieder in die nächste Gruppe, wieder einen Tag. Und das heisst, zum Fischen an und für sich, also wenn jetzt du Gruppen A bist und fischst, dann fischst du einen Tag, dann hast du einen Tag Pause, fischst den 2. Tag. Genau. Oder ja. fischst beide Tage hintereinander. Nee, du hast einen Tag Pause noch dazwischen. Genau. Du kannst entweder trainieren oder Pause machen. Also ich habe letztes Jahr zum Beispiel gar nicht gefischt zwischen den beiden Tagen. Also ja, genau. Den Tag, den ich frei hatte, habe ich gar nicht gefischt. Lag zum einen auch daran, dass das Wetter halt gottlos war. Also das hat nicht zum Rausgehen eingeladen. Mein Plan war ziemlich klar, die Ausgangslage war gut. Und wenn man, ja, zu dem Zeitpunkt habe ich ja dann auch schon 5 Tage wirklich komplett straight durchgeangelt, mit kurzen Schlafpausen. Und dann ist man auch froh, wenn es einfach mal ein Tag nicht sein muss unbedingt. Da hört sich blöd an, aber dann irgendwann hat man einen Kaffee ein bisschen auf und dann muss man auch nicht jeden Tag angeln. Ja. Okay. Wie ist es eigentlich dazu gekommen? Nico kann mich noch erinnern, dass wir vor 2 Jahren darüber geredet haben. Der Fish Explorer, Neumann, Roman Chacuzzo, Landry, der so lange dabei war, plötzlich nicht mehr dabei, YPC, für die deutsche Version.
Er ist ja nachher dann Haben wir, in Frankreich gewesen, im YPC. dort haben wir doch auch noch mit dem Flo drüber geredet, gell? Ja, ich Im weiß. Podcast. Ja, stimmt, das stimmt. Der Flo hat jetzt etwas Er hat dann gesagt. aber nur irgendwie gesagt, ja, die regeln das untereinander. Die haben das irgendwie, er schickt sie und dann düngt sich die Leute melden, irgendwie so. Genau. Meine Frage ist mir, Roman, wie ist das ganz genau gelaufen, der Change? Ja, unspektakulär erstmal auf jeden Fall, das kann ich schon mal vorwegnehmen. Ich habe ja vorher fast 10 Jahre für Bullseye gefischt, also war sehr, sehr am Anfang bei Bullseye dabei, auch da wieder Schweizer Affinität. Und habe dann ja auch eine Zeit lang die Videos und Social Media für Bullseye gemacht. Und dann haben wir aber die Zusammenarbeit beendet und ich war wieder so ein bisschen auf Akquise, hatte dann freie Zeit, die ich da füllen musste und ja, bin dann mit dem Flo Langer von Fish Explorer eben ins Gespräch gekommen, haben uns unterhalten, was wir da machen können, ob ich für die eben auch YouTube-Videos mache und so weiter und so fort. Und dann kam es halt schnell darauf, dass sie eben auch noch jemanden für YPC Bank das Jahr brauchen. Und ja, das ist natürlich für mich auch eine super Werbung als Guide. Das nehme ich natürlich gerne mit. Und ja, dann haben wir uns daran getastet. Landry ist ja nicht ausgeschieden, sondern hat ja dann YPC Frankreich übernommen. Und ich sag mal, für einen deutschen YPC jemanden zu haben, der eben deutschsprachig ist, empfiehlt sich einfach. Also Englisch ist da keine Riesenhürde. Aber für ein großenteils deutschsprachiges Publikum jemanden zu haben, der eben alles auch auf Deutsch erklärt, ist schon unumstritten einfach besser. Ja. Ich meine, nur mit dafür sagen, du hast ja gerade von Anfang an gerockt. Ich meine, 2024 Halbfinal, 25 Final, 26 Ja, es sind Sieger, oder? 26 Pokal, oder? Man muss noch ein bisschen Luft lassen. Nein, aber keine Ahnung. Also ich fühle mich da immer relativ sicher, weil ich eben gut vorbereitet bin, weil ich nicht irgendwie tausende Pläne habe, sondern 2, 3 gute Pläne, gute Alternativen. Ich gucke immer, dass ich in beiden Zonen alle Fische fangen kann, dass ich nicht irgendwie dastehe und dann in der Delta-Zone unbedingt den Barsch fangen muss, weil ich in der anderen Zone gar keine Chance habe, irgendwie einen Barsch zu fangen. Ja, und dann kann ich einfach auf das angeln, was gerade beißt. Wenn gerade in der einen Zone die Zander picken wie verrückt, dann werden halt die Zander gefangen und dann muss alles andere für die andere Zone warten. Oder Optimalfall wie letztes Jahr, man hat halt da so ein Barsch-Inferno und alles ist rosarot. Das ist natürlich das Allerbeste, was man sich wünscht, aber da kann man natürlich nicht drauf bauen. Das ist kein Plan. Ja. Aber du hast es vorhin gerade gesagt, oder eben gute Vorbereitung. Und das ist ja, gewisse sagen das A und das O, gewisse sagen, hey, Vorbereitung ist okay, das Training, auf das kannst du eh nicht gehen, oder? Du kannst schlechtes Training haben und gut haben und du kannst gutes Training haben und schlecht haben. Wie ist es bei dir so ein bisschen? Die Frage haben wir auch an der Schweizer Sportfischermesse diesen Leuten gestellt. Training oder beziehungsweise Plan gegen Realität. Oder was ist so, was funktioniert? Wie läuft das? Magst du es einhalten oder ist es mehr so ein bisschen das gewisse Ja, Beruhigen also mich selber ein bisschen? Nee, also das macht auf jeden Fall sehr, sehr viel Sinn, sich vorzubereiten. Also wenn ich an Stelle fahre und da ist absolut nichts los, dann weiß ich brauche da auch in 3, 4, 5 Tagen nicht hinfahren. Andersrum kann es natürlich da in dem Moment, wo ich da bin, scheppern. Und dann, wenn ich da hinfahre, nicht. Aber ich nehme natürlich nicht nur auf, alles klar, vorgestern hat's da gebissen, sondern ich gucke mir an, vorgestern hat's da gebissen und da war Sonne, da war der Sonneneinfall so und so, die Wassertrübung war so und so. Also ich nehme alle Faktoren, alle äußeren Bedingungen mit, die halt da waren und protokolliere mir das. Also meistens schreibe ich es nicht auf. Es hat ein bisschen angefangen, so Statistiken zu führen und solche Sachen, dass ich das, früher hat man sich immer eingebildet, man kann sich das alles merken. Jetzt langsam fängt man an, das aufzuschreiben. Genau, und dann bewerte ich halt, wie ist die Wahrscheinlichkeit, dass es dann im Turnier auch wieder funktioniert. Und wenn ich ein gutes Gefühl hätte, dahin zu fahren, weil ich glaube, die Bedingungen dass sie relativ ähnlich sind, dann würde ich das jederzeit wieder machen. Wenn nicht, dann halt nicht. Dann habe ich aber auch 2, 3, 4 Plan B, C, D, E, Fs, um
das zu umgehen, ne? Also um woanders dann meinen Zanderbarsch echt zu fangen. Ja, genau. Also ich finde Training extrem wichtig. Das gibt zum einen natürlich Selbstvertrauen. Und man muss halt einfach so lang trainieren, bis man irgendwie einen Code knackt, weil wenn nicht, gehst du mit einem schlechten Gefühl rein. Definitiv, ja. Ja, und da muss es dann halt auch manchmal einfach der Tauwurm am Dropshot sein, weil der sagt dir immer zu 100%, ob Barsche da sind oder nicht. Du hast ja vorhin gerade auch erzählt, anfangs, du bist jetzt dran, momentan an deinem Spot suchen mit Google Maps. Wie wählst du sonst noch einen Spot aus? Oder wie ist so eine Vorbereitung, bevor du an so ein Turnier gehst? Ich bräuchte eigentlich 2 Handys, wo ich immer so parallel scrolle dann zwischen halt der Tiefenkarten-App und Maps, damit ich eben auf Maps sehe, komme ich da überhaupt hin oder bin ich da in privaten Gärten unterwegs, und auf der Tiefenkarte eben die Struktur. Und dann schaue ich mir eben an, weiß ja ungefähr, wie die Fische sich zu der Zeit verhalten. Also Saisonbeginn, ganz viel Brutfisch unterwegs, ganz viel Flachwasser. Das Kraut ist meistens noch nicht so ganz hoch gewachsen. Und da suche ich mir eben gern Strecken raus oder Spots, die rausstechen und markiere mir die dann. Oder ich habe ja auch schon sehr viele Spots, die ich einfach kenne. Aber die Kunst ist ja am Ende immer wieder, neue Spots zu finden, Spots, wo nicht gerade zu Saisonbeginn alle direkt hinrennen und die Fische schon wieder die Artikelnummern der Köder auswendig können. Da muss man halt ein bisschen gucken, dass man das umgeht einfach. Ne? Also ich bin auch kein Fan davon, an große Gewässer zu gehen, wo halt viel Fisch durchzieht. Das ist einfach nicht reproduzierbar in vielen Fällen, sondern ich gucke halt, dass ich kleine Gewässer finde, punktuelle Spots oder halt Spots, die auch vielleicht von Pumpwerken abhängig sind oder so. Kann man natürlich auch immer mal auf die Nase fallen, aber das sind halt alles so kleine Strukturen, wo man dann halt auch nicht 10 Fische fängt, aber vielleicht den einen richtigen. Also es war ja die letzten Jahre so wie deine auch so. Wie deine Genau. Brücke, die du hast mit den Zander dort, oder? Dort hast du deine 3-4 Zander gehabt, die sehr stark waren, oder? Ja. Wo halt auch mit deiner Technik gehabt, mit dem Dropshot und dem Skeletonius. Und es hat funktioniert, oder? Es hat geliefert. Genau das am Ende. Also einfach Spots, wo man auch Vertrauen haben muss. Also die meisten würden an diesen Brücken wahrscheinlich irgendwie mit 7 oder 10 Gramm durchjiggen, würden da einmal durchjiggen, nichts fangen und wieder abhauen. Ich gehe so einen Spot, ich kenne den halt 3-4 Mal durch mit verschiedenen Methoden, wird immer leichter werden. Also jetzt hat es ja dann mit dem Dropshot schon funktioniert. Ich würde aber auch hingehen und in so einen 9 cm Pintius einfach vorne einen Nail-Sinker reinschieben, einen kleinen Dropshot-Haken vorne durch die Nase gegen die Strömung werfen, absinken lassen und den einfach so ein bisschen tot über den Grund zuppeln. Das ist halt nochmal die Steigerung vom Dropshot. Und halt so lange die Viecher nerven, bis die wirklich beißen. Weil manchmal ist auch ein Dropshot, wenn das nur so 10 cm weg ist, schon zu viel, dass er dann wirklich pickt. Aber wenn er auf dem Grund liegt, der Zander, und der Pintius kommt ihm so zappelnd entgegen auf Maulhöhe, dann würde ich sagen, in 9 von 10 Fällen macht er die Luke doch nochmal auf. Ja. Ja, sehr spannend, sehr spannend. Wer steht wieder Fischen? Sag mal, wer was? Wer steht wieder Fischen? Wirst du den Spot nochmals beangeln? Das habe ich auf jeden Fall nicht verstanden. Nee, den Spot darf ich nicht nochmal befischen, leider. Aber andere Spots an dem Fluss. Ja. Andere Zone, ja. Andere Zone leider, ja, genau. Okay. Der liegt genau zwischen den beiden Zonen, die ich nicht mehr fischen darf. Gut, dass den Spot nicht so viele kennen, sonst wird jetzt wieder meine Zone kennen. Aber ja, der Fluss, der geht noch weiter, der ist dann auch wieder in den Zonen, die ich angeln darf. Also von daher denke ich mal, werde ich schon vielleicht nochmal zu dem Fluss zurückkehren. Okay. Hey, du bist ja ziemlich stark gestartet bei deinem Debüt. Letztes Jahr, im letzten YPC bist du ja eben, wie es Oli schon gesagt hat, sehr weit gekommen. Was sind so die Erwartungshaltungen von Fish Explorer jetzt für das nächste Turnier? Gibt es da etwas oder ist es so ein bisschen... Nee, also ich glaube, das ist ja vor allem Flo, der ist ganz happy mit, wie es gelaufen ist.
Ich meine, letzte Staffel war maximale Screentime, mehr kann man nicht erwarten. Ob man jetzt in einem Finale Zweiter oder Vierter wird, denke ich mal, ist relativ Latte. Da zählt dann am Ende nur den Pott in den Händen zu halten. Und ich meine, gerade jetzt im Finale war es ja auch wirklich haarfein. Also ein maßiger Zander hätte mir ja gereicht, um Mhm. das Ding in den Händen zu halten. Von daher, glaube ich, kann man da total zufrieden sein. Köder hat performt, Tackle hat performt. War eine Bombenzeit und ja, daher sind sehr, sehr schöne Bilder entstanden und da gibt es gar keinen Druck. Ich glaube, da bin ich eher noch der sich am meisten Druck macht. Aber ich bin jetzt auch nicht so, dass ich heulend in der Ecke liege, sollte ich in der Vorrunde ausscheiden. Das wird schon seine Gründe haben und wenn am Ende einfach nur die anderen besser waren, dann ist es so. Ne? Also ich habe ja jetzt auch nicht irgendwie so einen Messias-Anspruch an mich, der denkt so, du musst ja auf jeden Fall gewinnen, sonst bist du ein schlechter Angler. Ja. Wie fest traust du dem nach, dem Zander? Nochmal auf ein bisschen mehr Hochdeutsch. Wie fest trauerst du dem Zander nach? Gar nicht. Gar nicht eigentlich. Also ich habe ja Zander gefangen. Es war einfach insgesamt schwierig. Wir hatten noch eine kurze Zeit, wo wir auch vom Boot aus angeln durften, ein Echolot hatten. Und da haben wir einfach gesehen, die besseren Zander, die stehen halt voll im Mittelwasser. Also du hättest vom Ufer auch einfach voll random bei 8 Metern auf 6 Metern leiern müssen. Dann hättest du wahrscheinlich eine Chance gehabt, auch mal einen 60er, 70er Zander zu fangen. Am Grund war halt alles nur kleine Krepelzander, halt diese 30er, die ich da auch gefangen habe. Ich habe Zander gefangen, so weit entfernt war ich nicht. Und auch wenn ich sehe, also ich wusste es ja im Turnier auch nicht, aber an was für Stellen Marc beim Barschangeln da die Zander gefangen hat, Ton seinen ersten Zander in der ersten Absenkphase, das ist halt genau das, was wir gesehen haben. Ne? Die stehen irgendwo im Mittelwasser, der hat ihn voll auf die Rübe geworfen, 42er Zander, ist die Nummer gegessen, ist die Sache erzählt, ne? Und du gewinnst das Ding. Das Glück muss man halt aber haben, ne? Mhm. Ja. Nee, aber ist vollkommen okay. Finale ist alles, was zählt und was da passiert, gerade wenn das dann so nach Finnland geht, wo sich keiner auskennt, dann ist es vollkommen in Ja, Ordnung. sowieso. Das ist sowieso, ja, absolut. Nee. Welches Format hat dir jetzt ein bisschen besser gefallen? Ich glaube, im 24. das Halbfinale war es 1 gegen 1 gewesen. Und im 25. ist, glaube ich, wieder ein normaler Modus gewesen. Das Ja, also ich sag mal, das 1 gegen 1 habe ich ja gegen Dustin gefischt. Und das ist, glaube ich, nach wie vor die kommentarstärkste YPC-Folge aller Zeiten mit weit über 700 Kommentaren. Weil ich halt auch nicht so der Typ, also Dustin und ich kennen uns zum einen schon sehr, sehr lange, auch aus meiner Zeit aus Oretonge. Und da war immer alles cool und es war auch halt in der Folge alles cool. Aber er hat halt eine sehr, sehr starke Community, die dann auch sehr beschützend ist ihm gegenüber. Und das ist ja auch alles total fein. Wurde dann halt ein bisschen persönlich, hat mich jetzt nicht angefasst oder so, also hat mich nicht berührt, dass ich dachte, oh Gott, was hast du denn da gemacht? Ich war halt einfach ich hatte ein bisschen große Fresse und habe mich da eben nicht untergeordnet, sondern habe ein bisschen Kampfansage gemacht. Und das ist beim anderen halt ein oder anderen, der mich halt auch nicht kannte. Ne? Ich war ja auch der totale Underdog. Da bin es immer noch ein bisschen weniger vielleicht, aber ja, ist dann nicht so gut angekommen. Mir hat die Gruppenphase trotzdem besser gefallen, weil ich halt mehr machen konnte, was ich wollte. Ne? Also in diesem 1 gegen 1 hat man ja auch die Hälfte der Zeit die Spots des anderen gefischt. Und um Gottes Willen hätte ich diese Spots, die Dustin gewählt hat, nicht gefischt. Also wir haben dann mit 60 km/h Gegenwind halt irgendwelche Kickback- und Carolina-Rigs gegen den Wind geschmissen und gehofft, dass sich irgendwie ein Barsch daran verirrt. Das ja, war nicht so schön, aber gut, am Ende kämpft jeder mit seinen Waffen und dann haben wir uns da über 6 Sätze oder so unsere Fische zusammengelogen. Einfach, wie du aufgemacht hast, ich kann eigentlich gar nicht auf das eingehen, aber jetzt hast du jetzt schon erzählt, wie das jetzt ein bisschen abgegangen ist, steht in der Community. Einfach, Nico, ich mag mich erinnern, wir haben auch über das geredet hier im Podcast und wir sind im Fall ganz andere Meinung wie am Dustin Community.
Wir haben das von dir recht gefeiert, dass du sagst, hey, ich gehe voll rein, ich gebe alles, weil das erwartet man von einem Newcomer. Ich meine, eben der Dustin macht das schon seit Jahren mit, der kennt jede Szene von einem Newcomer, ich wollte das sehen, dass der sagt, hey, dem biete ich jetzt Stirn. Also wir haben es gefeiert, das habe ich dir auch schon persönlich gesagt, ich will das, also ja, du hast es ja nicht an dich hergelassen, so wie ich dich jetzt erlebe, aber nochmal, Roman, das haben wir von dir gesehen. Einmal von mir und von Nico. Absolut, ja. Also die negativen Kommentare im Internet muss man auch einfach mal ganz klar sagen, das ist halt nicht, das spiegelt nicht die Realität wider. Es ist viel schneller ein negativer Kommentar geschrieben, als jemand, der sich hinsetzt, um zu loben oder um zu sagen, das fand ich gut. Der macht halt eher mal einen Daumen hoch und dann ist das abgehakt. Und ich meine, dass ein Newcomer da mal ein bisschen Wind in die Sache reinbringt, das sollte eigentlich die wenigsten überraschen. Er will natürlich irgendwie, dass man sich an ihn erinnert und vielleicht auch eine ganz gute Leistung noch abliefert. Insofern hat mich das alles nicht geschockt. Ja, ein paar Sachen waren vielleicht unglücklich geschnitten, aber mein Gott, also du willst ja auch einfach ein bisschen kontrovers sein und muss halt auch ein bisschen die Community anzünden. Das ist ja, das soll unterhalten und das bedeutet nicht immer, dass man herzlich lacht, sondern dass man sich auch mal aufregt. Ne? Ich wollte jetzt gerade sagen, am Schluss ist ja alles irgendwie zusammengeschnitten und wir haben den genauen Ablauf, den sehen wir vor dem Fernsehen ja nicht. Also weißt, wir wissen ja nicht, was 2 Minuten vorher gegangen ist oder 5 Minuten, was darauf ab nach dem Cut wieder gegangen ist. Und ja, also ich glaube, das muss einem halt auch bewusst sein, oder? Dass es halt immer noch irgendwo einen Cut drin hat, ein Schnitt ist, dass wir als Außenstehende auch nicht alles mitbekommen und ist ja auch okay. Also ich meine, es darf ja auch ein bisschen Spannung drin sein, oder? Ja, aber als jemand, der sowohl vor als auch hinter der Kamera schon dabei war, kann ich sagen, dass es immer sehr, sehr nah an der Realität ist. Ne? Also es wird so gut wie nichts irgendwie rausgeschnitten, auch was Fischhandling und so angeht. Es war ja dann jetzt in dieser Staffel irgendwie ein paar super schlaue Geheimdetektive da am Werke, die herausgefunden haben wollen, dass ich den Köder umhänge zum Beispiel. Ne? Also das Präsentieren des Fisches. Da waren dann halt so Geschichten, wo es halt unglücklich geschnitten war in der Hinsicht, dass ich halt den Fisch aus dem Kescher nehme. Es wird das Slow-Mo, wird der Fisch abgefilmt. Dann nehme ich den Haken raus und messe den Fisch und so weiter und so fort. Und das wurde halt andersrum gezeigt und dann, wurden da Screenshots gemacht und hier hängt der noch ganz anders als so und bla und blu. Ja, kommt man nicht drum herum, aber so von der Storyline her und so ist das tatsächlich alles ziemlich genauso, wie es passiert. Da werden jetzt keine Fische von einem anderen Tag noch irgendwo hingeschnitten oder von morgens nach abends verlegt, sondern wenn da so knappe Entscheidungen fallen, dann fallen die auch tatsächlich meistens so. Ja, nein, weißt du, das sage ich auch nicht. Ich sage auch nicht, dass andere, also überhaupt nicht, das behaupte ich auch nicht, sondern mehr, dass, wenn ihr, ich sage jetzt mal, einen Spotwechsel habt oder wenn ihr zusammen zum Auto lauft, weißt du, dass wir zum Beispiel so Sachen, haben wir auch vielfach nicht drauf oder nicht mit Ton, was ihr dann besprecht oder wie auch immer, weißt du, das meine ich mehr. Nicht mit dem Bild einfügen und der Schnitt dann und so und der Fisch zeigen wir dann. Das sicher nicht, ich glaube jetzt auch nicht, aber mehr so ein bisschen, weißt du, was zwischen euch geht, das Menschliche zwischen euch, dass wenn ihr, eben der eine hat den Fisch gefangen und dann bist du wieder am Fisch und dann redest du gleich wieder miteinander, währenddem geht aber das Bild oder wird das Bild von einer anderen Paarung gezeigt, weißt du, so Sachen meine ich. Ja, klar. Aber, hey, wenn wir schon bei den einschneidenden Momenten sind vom YPC, was ist für dich der grösste Lernmoment aus deinem ersten YPC-Turnier gewesen, wo du mitgenommen hast? Es war ja sehr, sehr knapp, dass ich ins Halbfinale gekommen bin. Von daher war das größte Learning wahrscheinlich, dass so halbstarke Fische nicht ausreichen. Also ich hatte da ja so einen 32er Barsch oder so, glaube ich, und habe dann so auch eher mittelmäßige Zander in Wilhelmstad gefangen. Das sind alles Fische, die fängt man halt super sicher, ohne viel Risiko. Aber die bringen meistens eigentlich nicht genug Punkte, um weiterzukommen. Und das ist so ein Learning, dass ich halt wirklich große Fische fangen muss, wenn ich sicher weiterkommen möchte. Und
ja, das hat dann im zweiten Jahr ein bisschen besser geklappt. Mhm. Mich würde ja noch wundern, das haben wir, glaube ich, auch den Flo gefragt. Ich glaube, er gibt euch dir keine Vorgaben, welche Köder du darfst fischen. Du darfst selber auswählen aus dem Sortiment, das wir haben. Wie tust du da Marke oder Produkt wählen? Also ich habe da einfach meine Favoriten. Für mich ist ein bisschen ein Gummifisch. Es gibt einfach verschiedene Formen von Gummifischen, verschiedene Größen, Farben. Und dann sind es halt eher so Sachen wie jetzt zwischen Toppies und Stucki zum Beispiel, dass halt die Toppies-Köder TPE-Köder sind und auftreiben. Das gibt denen halt in manchen Situationen einfach einen Vorteil. Wenn ich normal auf Zander jigge, dann ist es mir ja vollkommen egal, dann hängen da vorne 10, 15 Gramm, also jetzt mal Flussangelei vorausgesetzt, Blei dran, da ist auch dann vollkommen egal, ob das Material auftreibt oder nicht. Für mich ist wichtig, dass ich ein gutes Gefühl mit den Ködern habe, dass ich weiß, ich kann damit fangen. Aber ich mache da jetzt auch keinen großen Hehl raus und ich denke, das ist auch falsch von jedem, der es behauptet, dass nur dieser eine Gummifisch das einzig Wahre ist. Und der zieht quasi die Fische magnetisch an. Das ist halt einfach nicht so. Das wird mir auch jede Marke verzeihen, die dahinter steht. Gummifisch ist ein Gummifisch, ja. Das bei anderen Ködern sieht das vielleicht anders aus. So ein Jigspinner, der muss halt schon vernünftig funktionieren. Also da bringt es halt nichts, wenn das Spinnerblatt sich im Absinken nicht dreht oder so, sondern als einfaches Beispiel, ne? Oder der sich in jedem zweiten Wurf hinten im Törnchenwirbel verhakt. Solche Sachen kannst du halt gebrauchen wie Fußpilz, wenn da halt der Wurf dann wieder nicht funktioniert, weil der Köder sich vertüdelt. Also ja, ich habe die Sachen einfach gefischt, habe geguckt, was fängt, welchen Ködern vertraue ich. Und dann schauen wir natürlich, dass wir die Köder ungefähr gleich verteilen. Also wenn ich jetzt weiß, ich kann Barsche und Zander mit einem Gummifisch gejiggt fangen, dann gucke ich halt, dass ich nicht nur Toppies oder nur Stucki dranhänge oder nur Chasebaits, sondern das ein bisschen durchmixe, damit jede der Marken auch irgendwo ein bisschen präsentiert wird. Ne? Das ist schon so. Okay. Beim YPC hast du dort so ein bisschen deine favoritisierten Techniken, wie man jetzt gesehen hat, das Jahr zum Beispiel mit dem Dropshot, der ja extrem gut funktioniert hat? Oder ist das bei dir so ein bisschen abhängig auch vom Training, was im Training am besten läuft? Oder wie machst du das? Sagst du dir, ich will jetzt das Jahr, ich sage jetzt einfach, mehr zum Beispiel mit dem Dartjig fischen oder mehr mit dem Nedrig? Oder wie gehst du dort vor, wenn du an so ein Turnier gehst? Das hängt ja sehr stark davon ab, welche Spots ich fische. Also wenn ich Spots habe, wo ich sehr punktuell sagen kann, da vermute ich die Zander, wie zum Beispiel an so einer Brücke. Das sind dann, lass mal, 10 mal 10 Meter sein, der Bereich, wo ich die Zander vermute, oder von mir aus auch 20 mal 20. Sowas kann ich halt in einer halben Stunde mit einem Dropshot ganz, ganz langsam, ganz, ganz gezielt abfischen. Wenn ich aber zum Beispiel an einem Hafenbecken bin und da auf Zander angel und ein durchschnittlicher Wurf mit einem Kickback-Rig mit 20 Gramm geht 60, 70 Meter weit, dann ist das halt eine Menge Wasserfläche, aber es dauert auch sehr, sehr lange, die auszufischen. Deswegen hängt es halt immer stark davon ab, welche Spots ich fische und welche Technik ich da anwende. Zum Beispiel beim Hechtangeln hat man es ja auch gesehen, da war ich ja am Volkerak und habe da einfach Strecke gemacht. Da gehe ich super schnell, werfweit, kurbelschnell, einfach Powerfishing, weil ich nicht punktuell genau weiß, wo die Fische sind. Also es hat immer damit zu tun, habe ich irgendwie eine Fläche, eine Strecke, wo ich die Fische vermute, wo die patrouillieren oder so. Oder ist das eher ein punktueller Spot? Danach wähle ich die Techniken aus und ja. Okay, spannend. Der Nico hat mal gesagt im Podcast, dass er gerne den Spot will fischen, gell, Nico? Hey, ja, auf jeden Fall. Also, meine Spots fischen, so, wo so laufen, das ist immer geil, oder? Du hast auch ganz einen geilen Spot gehabt, aber der von Max finde ich eben auch ganz geil, wo er seine Pikes abgehängt hat. Also, Und ja. ich
habe es noch nicht gesagt, aber ich habe jetzt Holland gebucht, dass wir gerade die Unterkunft gebucht. Wir werden im Oktober auf Holland gehen. Wir sind nördlich von Amsterdam, also wir sind nicht genau in Amsterdam, wir sind etwa 20 Minuten, 30 Minuten nördlich von Amsterdam am Markermeer zu, heisst das, glaube ich. Markermeer. Ja, ist Eiselmeer im Grunde. Ja. Genau, und ich werde jetzt sicher da die ganze Zunge nach, ich sage dem nicht nach Osten über, sondern nach rechts über. Mit dem Goimeer unter anderem auch, dort werden wir sicher mal so eine geile Ufersession machen, wo wir unsere Badhosen erschiessen und auch mal einen Tag lang dort vom Ufer abschmeißen. Ich wollte gerade sagen, also... Wenn es der Wind zulässt. Ja gut, du hast ja 4 Seiten an so einem Gewässer, ne? Ja, richtig. Ja, aber musst halt auch noch gut dazukommen, musst halt die Spots kennen. Ich bin noch nie dort gewesen. Also weißt du, musst ein bisschen wissen, wo kannst du hin. Bedarf natürlich der Vorbereitung, aber ja, das Ziel ist eigentlich schon, dass wir mal wirklich also sicher einen halben Tag mal, wenn nicht sogar einen Tag machen, wo wir einfach wirklich gehen, Big Baits rühren. Ja, werden wir mal. Ja, mit den Big Baits, das muss man sich immer aussuchen, ob man das möchte. Meine Erfahrung ist das eigentlich gerade so beim Ufer, Twitch-Baits. Ich habe ja mit einem Swinger ziemlich gut gefangen. Der hat halt den Vorteil, dass man den auch schön hoch im Wasser halten kann. Wenn er absinkt, spielt er immer noch weiter, ein bisschen wie so ein Jigspinner, ne? Aber ansonsten fische ich halt sehr, sehr gerne flachlaufende Twitch-Baits vom Ufer, einfach weil die auch sehr, sehr weit fliegen und alles fangen. Also kannst Hechtsander Barsch mitfangen. Und ja, gerade so im Kraut stehende Hechte, die können dem Ding eigentlich, also einem Twitch-Bait, nie widerstehen. Also einfach dieses Verharren in der Krautlücke dann von einem Köder, dann blitzt er wieder auf. Also da nageln die 99% der Fälle schon drauf, wenn die nicht komplett gerade am Pennen sind. Und ich sag mal, alles, wo du nicht einen Kilometer Flachwasser vor dir hast, das halt wirklich super, super flach ist und verkrautet, kannst du angeln. Also überall, wo ein bisschen tiefes Wasser in der Nähe ist, einfach Strecke machen. Irgendwann findest du halt eine Ecke, wo mehr Hechte sind. Das kann mal eine Weile zäh sein, aber es ist selten vorgekommen, dass dann nicht irgendwie dann eine Ecke kommt, wo die geballter stehen, weil da Futterfisch ist, weil da irgendwie eine Strömung ist, die Fische anzieht. Oder irgendwie eine geile Struktur, wo sie sich wohlfühlen oder etwas. Absolut, bin ich voll deiner Meinung. Gell, ich bin die letzten paar Mal mit dem Kajak raufgegangen. Ja. Und mit dem Kajak aufs Goimeer hat mir ehrlich gesagt ein bisschen abgelöscht, nur schon, als ich die Wellen gesehen habe. Und dann muss ich sagen, da gehe ich lieber ein bisschen in die Gewässer, die ein bisschen ruhiger sind. Ja. Und also ist ein bisschen Goimeer musst du auch mal bei Kanal Gratis gucken. Da habe ich mit dem Pip mal ein Video gemacht auf dem Goimeer. Da hat er auch 1,9 Meter, glaube ich, gefangen. Wir hatten auch ein paar kleinere Fische geworfen. Ich habe auch Echolotus damals bei Fly vs. Jerk auf dem Goimeer gefilmt. Und da haben wir den einen Tag fast 30 Fische gefangen. Alles auf Twitch-Baits am Kraut. Und Goimeer mag ich sehr, sehr gerne. Insgesamt die ganzen Randmeere oben, alles sehr, sehr hechtreiche Gewässer, aber auch sehr, sehr gute Zander drin. Das Einzige, wo ich da noch keinen Frieden mit geschlossen habe, sind die Barsche. Die waren bisher alle klein. Aber ja, gut, okay. Ja, gut, ne? Okay. Also Hechtzander kann man da schon gut machen. Das ist schon lustig. Hey, der Peter Aschwander hat gerade noch geschrieben, ich soll dir einen Gruß sagen. Danke. Zurück. Ja. Ich würde ihm sagen, er wird den Podcast sicher auch hören. Wunderbar. Ja, ich glaube, wir haben uns ein paar Mal nach Berlin Messen getroffen im Etablissement. Aber eine Maus hast du noch nie von ihm bekommen? Nee. Okay. Nee. Peter, habe ich gerade noch hingekriegt, ja. Okay. wenn du den Podcast hörst, jetzt weisst du auch, wem das nächste Müsli kannst spinden. Ich glaube, der Roman wäre wahrscheinlich offen für so etwas. Der Maus hat schon ganz gute Ergebnisse geliefert, würde ich mal sagen. Ja, auf jeden Fall. Ja. Sehr gut. Jetzt hast du vorher... Sorry, Nico, ja, darfst du. Ja. Mach nur. Ich wollte gerade fragen, hast du noch Fragen zum YPC? Ja, ich habe noch eine. Und zwar hat ja der Roman vorhin geleakt, dass er jetzt YPC-Boot auch mitfischt. Wo siehst jetzt du dort den Unterschied zu Bank, wenn du jetzt so ein bisschen an die Vorbereitung denkst? Ja, es ist ein bisschen Fluch und Segen zugleich. Man hat natürlich viel mehr Möglichkeiten. Ich bin auch ein Fan davon, kleine Gewässer vom Boot aus zu fischen. Deswegen vielleicht ist das auch noch eine Sache, die wir machen. Also ich
könnte mir auch Amsterdam ganz gut vorstellen, vom Boot in der Stadt, weil man halt viel, viel besser unter die Hausboote kommt als vom Ufer aus. Und das kann schon auch ein Gamechanger sein. Ich habe noch keine Strategie gemacht, so, und ich bin ja auch nicht der Einzige, der die Strategie macht. Aber ich könnte mir schon vorstellen, dass wir ein bisschen von dem, was alle immer so machen, abweichen. Auch einfach, weil ich auch ja den großen Flüssen, das ist wie beim Bank auch, dem vertraue ich nicht so richtig. Da spielt die Tide rein, da kommt dann irgendwie Regenwasser aus Deutschland und dann ist alles anders. Ja, einen Tag wird man irgendwie zwangsläufig im Delta sein, aber am zweiten Tag könnte ich mir auch schon vorstellen, dass da ein bisschen was Exotisches dazu kommt, was man wahrscheinlich auch noch nicht gesehen hat. Also mal schauen. Wow, das würde ich Ja, ich mega sag das- feiern. Ja, ich auch. Und ich sage das Amsterdam, ich kenne es vom Kajak, vom Fischerkajak her. Hey, der absolute Wahnsinn. Also wirklich, ich bin sonst immer auf Amsterdam rein Streetfischen. Ja. Das ist auch cool, weißt du, ist auch geil. Du fängst auch deine 60er, 70er Zander, du fängst auch 40er, 45er Egli. Aber mit dem Kajak, es ist einfach gerade noch eine Nummer stärker. Es ist brutal. Ja. Feiere ich sehr. Also Amsterdam würde ich auch mal wirklich sehr, sehr gerne im YPC Bank fischen. War ganz zum Anfang meiner Holland-Angel-Karriere ganz, ganz viel in Amsterdam und da ganz viel Streetfishing gemacht. Da ganz, ganz viele Köder in die Fahrräder gehängt und auch ein paar Ja. Fische gefangen zwischendurch. Nee, aber es ist einfach super geil, bietet ultra viele Möglichkeiten. Man hat immer irgendwo das Wasser, das man braucht. Einfach weil es so viel Wasser ist. Und man kann halt trotzdem auch schnell nach Norden oder Süden raus, wo man dann halt geile Poldersysteme hat. Man hat die Randmeere direkt in der Nähe. Also ist schon auch eine sehr, sehr geile Ecke da oben. Ja, schauen. Absolut. Was hast denn du für ein Boot? Oder mit welchem Boot gehen ihr an YPC Boat? Da werden wir mit dem Boot von Robert starten. Das ist ein 515, also Finnwal 515 DC. Oder halt mit der Scheibe, ne? Ja, Doppelkonsole. Ich habe quasi das gleiche Boot ohne Konsole als Tiller, also das ist dann jetzt 475 Evo. Und ja, er hat, glaube ich, 100 PS drauf. Ich habe nur 60 PS, aber das reicht auch vollkommen aus. Genügt, Also, ja. Mit 3 Leuten braucht er ein bisschen länger, bis er aus dem Quark kommt, aber dafür sehr, sehr effizient. Sehr nice. Cool. Ja. Also meine Fragen zum YPC sind gefragt. Ja, meine auch. Ich würde sagen, da gehen wir noch nicht in die nächste Kategorie, aber zum nächsten Thema, weil er ist ja auch noch Guide. Und da haben wir ja auch noch ein paar Fragen dazu. Stimmt. Erzählt. Hey, für mich, also gell, ich muss ja sagen, der Oli hat die Fragen vorbereitet, zum Glück, ich bin wirklich recht im Scheiß gewesen. Aber ich finde das sehr eine spannende Frage. Und zwar, welche Lektion geben dir auch Gäste am Wasser zurück? Weißt du, was haben sie dich gelehrt? Oder? Weil als Guide bist ja du Fischergeschichten mit, wo du die Leute probierst zum Fisch zu bringen oder auch zum Fisch bringst, selbstverständlich in der Hoffnung. Aber sie geben dir auch vieles retour. Was hat dich dort so ein bisschen gelehrt? Was sind für dich so ein bisschen die Erfahrungen oder die Lektionen, wie man so schön sagt? Alles kann passieren. Das ist erstmal das Erste, so ganz grundsätzlich. Es kann immer alles passieren. Also ganz oft bekommt man dann ja so die Frage, hier, der Köder, ist der gut? Und wenn du dann schon sagst so, weiß ich nicht, würde ich jetzt nicht unbedingt dranhängen und der Gast hängt ihn aber trotzdem an und fängt damit, dann kann man das selbst halt auch so ein bisschen überdenken. Ja? Also auch Farben zum Beispiel, wo ich gesagt hätte, boah, nie im Leben würde ich mir das Ding jetzt da dranhängen, die dann auf einmal doch funktionieren und vielleicht sogar viel besser funktionieren als das, was du gerade machst. Man darf einfach grundsätzlich erstmal nicht denken, dass man der geilste Angler der Welt ist und hier alle nur von einem lernen, sondern auch einfach offen sein für das, was ein Gast vielleicht auch mal macht. Und man muss halt auch, das ist vielleicht auch ein Irrglaube, dass gerade Anfänger und Leute, die keine Ahnung haben, sich einen Guide nehmen. Es sind halt auch oft Leute, die können sehr, sehr, sehr gut angeln. Die haben aber vielleicht kein Boot, keine Zeit, da jetzt sich ein Boot zu mieten und erstmal nach Spots zu suchen und so.
sondern also es sind gerade Schweizer oft, ne? Die kommen halt dann nach Amsterdam oder Rotterdam oder Eindhoven geflogen, haben dann 3 Tage Zeit und die wollen natürlich das meiste aus ihrer Zeit machen und dann nehmen die sich einen Guide, aber es sind teilweise, dem brauche ich nicht erklären, wie man irgendeine Technik fischt oder so, sondern den sage ich hier, Carolina Rig, Smoking Dead oder was auch immer drauf. Die Richtung, da fragt keiner, was ist ein Smoking Dead, sondern geht's direkt ab. Ja, einfach grundsätzlich offen sein. Das ist, glaube ich, das größte Learning, was ich da mitnehmen konnte bisher. Ja, und nee, ich glaube, dabei würde ich es belassen. Also einfach diese Offenheit ist schon Ja, das, was okay. am elementarsten ist. Einfach, ja. Gibt es eine Anekdote, wo du einem Kunden geholfen hast, eine Herausforderung zu meistern? Eine besondere Herausforderung vielleicht noch? Ja, ich frage mich gerade als erstes mal, was so die Herausforderung sein könnte, weil ich grundsätzlich nicht sage, wir gehen angeln und wir fangen auf jeden Fall große Fische, sondern wir gehen angeln und wir lernen was. Und wenn alles zusammenkommt, dann fangen wir auch große Fische. Oder vielleicht auch ein bisschen anders formuliert, hast du auch gewissen Kunden geholfen, über sich rauszuwachsen, dass sie irgendwie sagen, hey, nein, das kann ich nicht oder mit dem kann ich nichts anfangen. Gerade das Beispiel Carolina Rig, das passt ja auch nicht allen. Das irgendwie so, das Free Rig, jetzt in meinem Fall Free Rig, wo ich muss sagen, mit dem komme ich einfach nicht so zu Schlag, oder? Dass du irgendwie den Leuten auch geholfen hast, um darüber auszuwachsen, dass sie nachher gesagt haben, hey, mal, geil, das Free Rig, mal, das ist genau meine neue Technik. Okay, ja. Ja, so können wir da rangehen, auf jeden Fall. Ich habe mich gerade eben noch einen Podcast von euch, glaube ich, aus dem Oktober gehört, einfach um eure beiden süßen Stimmen noch mal ein bisschen näher zu gehen vorher. Ja, Oli, das hat einen Applaus verdient. Ja. Du nie einspielen. Gut, danke. Und da ging es darum, wie Olli in Holland war. Da haben wir auch Kontakt gehabt, hätten auch eigentlich fast zusammen geangelt. Leider bist ja du krank gewesen. Oder deine ganze Familie. Ja, da waren alle, da war irgendwie die große Seuche unterwegs. Ich erinnere mich noch dunkel. Auf jeden Fall habt ihr da gesprochen über Ködergrößen und dass du mit 7 Zentimeter Skeletonius auf Zander geangelt hast und so. Und dass man halt in Holland ja so große Köder dranhängen kann, dass man sogar auf 14 Zentimeter Zander fängt, wo halt der gemeine Hollandangler denkt, ja, 14 Zentimeter ist doch ganz normal. So bei 22 Zentimeter, da würde ich dann denken so, ja, okay, dann muss der halt ein bisschen schlanker sein für einen Zander, aber ist immer noch nicht so, dass ich denke, das frisst ein Zander ja auf gar keinen Fall, sondern 22 Zentimeter, ein schlanker Köder, nachts durchgeleiert, ganz normaler Zanderköder. So. Das ist für uns Hecht, Mann, das ist für uns Hecht, das geht bei uns unter Big Bait. Ja. Genau, und ja, das ist einfach so eine Herausforderung, einfach Ködergrößen, die man von zu Hause zu glauben kennt, für spezifische Fischarten einfach mal komplett vergessen. Man muss einfach sehen, dass wir auf dem Volkerak schon 70er Zander auf 40 Zentimeter Mäuse gefangen haben. Andersrum genauso auch 45er Zander auf 22 Zentimeter Schlappen und so. Also die kennen da keine Gnade. Und ich weiß, dass das an anderen Gewässern anders ist, aber in Holland ist es halt einfach so, friss oder stirb, da ist halt extrem hoher Beutedruck einfach und da fressen die das, was in die Maulspalte passt. Also das ist so die Grenze und bei Hechten noch nicht mal das. Also wir haben auch schon Hechte gefangen, die so das Maul noch voll hatten, dass die gar nichts weiter eigentlich hätten fressen können, weil die einen 60er Hecht im Maul hatten, aber trotzdem halt noch weiter rauben. Also also ein Meter Hecht, der nimmt sich ja jeden Tag, kann er sich einen 60er Hecht packen und der geht runter wie eine Spaghetti und 3-4 Tage später macht er das gleiche nochmal. Also, das ist schon crazy. Ja. Das ist schon crazy. Ködergröße ist ein Ding. Und wo du gerade eben noch Carolina Rig sagtest oder insgesamt Rigs, ich hatte auch lange Schwierigkeiten damit zu glauben, dass die Viecher wirklich in so ein Stück Gummi beißen, was da einfach nur relativ bewegungslos am Grund liegt und man langsam über den Grund schleift.
Das muss man einfach mal eine Zeit lang gemacht haben und mal ein Erfolgserlebnis haben, damit man wirklich auch glaubt, dass es funktioniert. Wenn man einmal so ein Biss hatte und so ein 45er Barsch dann mit der Craw wegschwimmt und man dem schön einen verbrät, dann will man nichts anderes mehr machen. Also das ist schon extrem geil auch einfach. Ne? Grundsätzlich bin ich halt ein Fan davon, ja, alle Techniken zu beherrschen und versuche da immer möglichst viel mitzugeben, auch Feedback zu geben beim Angeln. Bestes Beispiel ist immer Twitchen. Viele Leute, die denken, sie twitchen, die pullen den Köder eigentlich so, weil sie halt immer an der gespannten Schnur den Köder ziehen und dann zip zip nochmal reintwitchen. In Wahrheit sollte man ja, oder Wahrheit, so wie ich das sehe, sollte man den Köder halt immer nur anzupfen, so dass er halt seine Bewegung machen kann und so halt einfach ganz, ganz langsam führen, ohne dass man ihn mit der Rute oder mit der Rolle aktiv zieht. Und solche Sachen, ja, sind halt so Klassiker, die ich dann immer wieder auch im Laufe des Tages korrigiere. Und ja, wenn man sich das ein bisschen zu Herzen nimmt, vor 2 Wochen ein Guiding gehabt. Der Gast hatte vorher ein Barsch-PB von 28 und nach einer Stunde dann seinen ersten 40er Barsch. Das ist dann schon sehr lohnenswert und dann weiß man, macht man vielleicht auch was richtig. Absolut, Ja. sehr nice. Hey, wo findet man deine Koordinaten für das Guiding? Am allerbesten erreicht man mich tatsächlich über Instagram, also über die sozialen Medien mache ich die allermeisten Buchungen. Ich habe ja nicht so einen klassischen Buchungskalender, einfach aufgrund dessen, dass ich auch nicht weiß, wann ich in 3 Monaten in Holland bin. Das kann sich halt durch andere Arbeit, die ich noch habe, auch immer mal ein bisschen verzögern, verschieben und auch mal einen Monat sein, wo ich nicht in Holland bin. Ich versuche meistens so 1 Monat, 1,5, vielleicht am besten 2 Monate vorher die Termine dann bekannt zu geben. Und das Allereinfachste ist reinfolgen. Ich hau das dann in die Story, schreibe das in die Posts rein. Meistens bin ich aber auch in der glücklichen Lage, dass das relativ schnell alles immer wieder weg ist. Und deswegen, wenn mal irgendwie Termine aufploppen, dann auf jeden Fall nicht so lange fackeln. Man kann das auch mal eine Woche reservieren. Das ist jetzt nicht so, als würde ich sagen, da muss ich jetzt entscheiden. Unbedingt, sondern ja, dann einfach mal schreiben oder auch mal einfach random schreiben, wie sieht's aus, hast du vielleicht da und da Zeit, wenn ich das einrichten kann, dann können wir das auf jeden Fall machen. Gerade wenn es mehr als 2, 3 Tage sind, dann ja, lässt sich da meistens schon was finden. Und bei dir kann man Ufer und Boot machen, gell? Beziehungsweise Boot und Ufer. Ja. So. Ja. Aber hauptsächlich bist du auf dem Boot eigentlich. Ach, mir ist das eigentlich total Latte. Also ich mag es auch gerne vom Ufer unterwegs zu sein. Boot ist natürlich immer ein bisschen bequemer, aber bei mehr als 3 Leuten geht es ja eh nicht anders als vom Ufer. Ich hatte auch schon mal 4 Leute, die haben sich dann halt in Odetonge ein Ferienhaus gebucht und haben gesagt, für uns soll es ja auch bequem sein. Die haben dann halt den Tag 2 geteilt und 2 und 2 gemacht. Also ich bin da auf nichts festgenagelt. Ich habe auch nicht so, dass ich denke, ja, jetzt wäre ich unbedingt lieber auf dem Boot, wenn ich Uferangeln bin, sondern Uferangeln ist auch einfach geil. Und jeder, wie er möchte. Also ist natürlich auch immer ein bisschen eine Budgetfrage, ne? Uferguiding. Einfach weil man da das teure Boot nicht für braucht, ist an sich ein bisschen günstiger. Aber trotzdem, also meistens ist man erst zu 2, zu 3 und dann denke ich, ist das alles in einem erschwinglichen Rahmen. Ja. Cool, sehr schön. Nico, ich habe noch eine Frage zum Schluss, bevor wir entweder oder gehen. Hast du noch eine Frage? Nein, für mich ist eigentlich für mich ist okay. Okay. Wo siehst du dich in ein paar Jahren? Eher als Guide, als Turnierangler in der Szene oder als Content Creator? Als Content Creator kann ich sagen, wahrscheinlich eher weniger. Dafür bin ich einfach nicht affin genug dafür. Ich versuche mal mein Bestes zu geben, aber im Großen und Ganzen bin ich dann auch einfach immer ein bisschen zu wenig angeln. Also das hört sich blöd an, aber ich kann halt in einem Guiding nicht sagen, dass ich bin jetzt auch noch Content Creator und ich muss jetzt hier noch 15 Reels abdrehen und mach mal so und halt mal hier mein Handy. Das geht halt einfach nicht, das funktioniert nicht. Also entweder ich habe Fokus auf die Gäste oder ich mache da irgendwie meinen Ego-Trip. Das funktioniert nicht. Ich bin einfach zu wenig privat angeln, eigentlich gar nicht privat angeln, wo ich sowas machen könnte.
und versuche halt einfach aus dem Angeln, was ich mache, so das Beste rauszuziehen und das natürlich auch nach außen irgendwie darzustellen, weil ich ja auch dann die Marken Fish Explorer und Co. Repräsentieren muss, soll, möchte. Genau, aber Content Creator auf gar keinen Fall. Guiding macht mir einfach so viel Spaß, dass ich es immer beibehalten werde. Egal was kommt, ich werde immer noch ein paar Tage Guiding da reinschieben. Selbst wenn ich nicht müsste, weil ich irgendwie das fürs Geld mache oder so, sondern ich finde es einfach cool, gerade wenn man auch Anfänger auf dem Boot hat, denen die Augen ein bisschen glitzern zu lassen, weil sie ihre ersten großen Fische fangen oder so Aha-Erlebnisse haben zum Beispiel. Das finde ich, ist einfach sehr, sehr lohnenswert und gab schon viele Situationen, wo ein Achtjähriger bei mir auf dem Boot steht mit seinen ersten Barschen, Hechten, Zandern, wie auch immer, die Augen glitzern und ich mir so denke, ja geil, mit 8 hättest du das auch doll gefeiert. Ist so, ja. Und was war das dritte? YouTube-Angler oder Turnierangler. Turnierangler, ja. Ja, also man wird mich nicht bei Turnieren finden, die nicht in erster Linie Marketing-Events sind. Das hat für mich so den Hintergrund, dass das Bewerben von Angelmaterial ist Teil der Szene, gehört dazu. Ich finde halt, dass diese YouTube-Turniere in einem Rahmen stattfinden, wo ich das in Ordnung finde. Wenn aber 150, 200 Boote auf dem Gewässer losballern, dann finde ich das ethisch schon ein bisschen schwierig, weil einfach extrem viele Fische dabei gelocht werden, das schon einen sehr, sehr großen Einfluss auf die Gewässer hat, was Angeldruck und so weiter angeht. Und bei solchen Turnieren wird man mich nicht finden. Am Ende muss ich aber auch von irgendwas leben. Ja, und solange man bei keinerlei Turnieren irgendein Geld verdient, sondern im Gegenteil ja noch extrem viel Geld dafür ausgibt, ist halt das Leben als Turnierangler, wie man sich das aus Amerika vorstellt, sowieso Fantasie. Also das kann keiner. Kein Mensch in Europa ist Turnierangler. Und Roman, immer wenn wir Gäste haben, so auch mit dir, spielen wir entweder oder. Genau, Oli. Und ich würde sagen, weil du die Fragen vorbereitet hast, also Roman, du kennst uns entweder oder nicht jetzt auf dem Podcast. Jawohl. Ja, genau. Und Oli, weil du die Fragen vorbereitet hast, würde ich dir den Vortritt lassen von der ersten Frage. Einverstanden? Jawohl. Also, Boot versus Ufer. Wenn du vom Rest von deiner Turnierkarriere müsstest wählen, was dürftest du nur noch fischen, weil es würdest wählen? Ufer oder Boot? Schon Boot. Musste kurz überlegen, aber schon Boot am Ende. Ja. Ist der Fangertrag und der Spaßfaktor doch ein bisschen höher und Gemütlichkeit natürlich auch ein bisschen im Vordergrund, oder? Ich habe vor allem an die Gemütlichkeit gedacht, ja, weil Fangertrag gar nicht so zwangsläufig immer. Man verliert sich auch oft vom Boot. Ja gut, das stimmt auch. Okay, sehr gut. Hey, Thema Köderwahl. Angenommen, du darfst nur noch einen Ködertyp für das ganze Turnier benutzen. Gummifisch oder Wobbler? Was wäre deine Wahl? Ein Gummifisch. Einfach weil ich den in allen Gewässerschichten anbieten kann und Wobbler, der hat ja meistens eine vorgegebene Tauchtiefe. Da ist man einfach limitiert. Ein Gummifisch kann nicht unter der Oberfläche leiern oder mit 30 Gramm auf Mission Jacques Cousteau schicken, ja. Ja, okay. Nico, hast du eine spontane dritte? Weil ich glaube, die letzte hat er eben vorhin recht gut beantwortet. Darum ist es fast ein bisschen blöd, wenn wir die fragen. So spontan kommen mir zwei in den Sinn, aber komm eine. Soll ich sie noch geschrieben schreiben, dass ich stellen kann? Nein, mach, stell du sie. Holland oder Schweden? Schweden, ja. Echt? Ja, schon Schweden, weil in Schweden kannst du am Ende schon die gleiche Fischgröße fangen, aber halt in einer 100.000-mal geileren Kulisse, ohne dass im Umkreis von 50 Kilometern um dich herum noch irgendein anderer dir an deinen Spots rumrührt. Oder was heißt deine Spots, aber da, wo du halt gerade angelst. Und du kannst dir einfach sicher sein, ich komme an den Spot und da war 2, 3, 4 Wochen vor mir niemand, je nachdem, wo du bist natürlich. Aber ja, das ist schon ein Gefühl, das ist
doll. Und ich meine, wer zum Beispiel von Boatside 100 Hours gesehen hat, das Team Rapala da macht, die fahren halt jeden Tag einfach zur gleichen Krautkante. Jeden Tag steht da ein neuer 1,15 Meter, der sich das Ding einbaut und zeigt mir den Spot in Holland, wo es das noch gibt. Also das ist Unberührte, das ist schon ungeschlagen auch. Ja. Würde ich voll und ganz unterschreiben, seit ich in Schweden war. Das ist es. Ja. Ey, du bist an See, Ja, ich da ist weiß. kein anderer Fischer und du bist allein. Und du warst ja Schon auch geil. relativ im Süden, ne? Also, Nein, ich bin schon sehr im Norden gewesen. Ich war Warst schon fast sehr kurz im vor Norden? Lappland gewesen, ja. Okay. Ja, dann. Ja. ist Ich bin jetzt die- noch nie in ist die- Schweden gefischt. In Finnland habe ich schon gefischt, aber Mhm. in Schweden bin ich jetzt noch nie gefischt. Mal bin ich auch schon gewesen. Mal bin ich in Schweden bin ich auch schon gewesen. Im Helle Fishing Camp ist das. So viel. Ist cool gewesen, aber ja, ist in der Anfang gewesen. Ist halt schon cool, wenn du ein bisschen rumreisen kannst und ein bisschen verschiedene Seen befischen. Das ist sicher Ja, das shit, muss schon, ja. Ja, ich war ja eine Zeit lang für Small and Sportfiske da im Süden, wo schon viel geangelt wird und trotzdem hast du da halt Gewässer, da siehst du den ganzen Tag keinen anderen Angler. Ne? Also das ist schon verrückt. Ist schon geil. Ja. Scheiße, ja. Hey, und dann kommt der Roman auch noch da, einen Applaus über. Ja, und dann wären wir eigentlich bereits auch schon wieder am Ende von dieser Podcast-Episode. Schade. Ja, Roman, wenn du noch irgendetwas hast zum Erzählen, wo du jetzt nicht hast dürfen erzählen, hast du jetzt noch die Chance, um das rauszudroppen. Okay, dann nutze ich die noch ganz egoistisch für Eigenwerbung. Do it! Unbedingt. Ja, also ich verstehe es nicht so ganz, aber ich habe noch einige Plätze frei für die Norwegen-Reise. Findet vom 19. bis 26.07. statt. Heilboot-Angeln ist das Ziel. Als Gast kann man auch ganz bequem per Flugzeug anreisen. An einem ganz kleinen Flughafen. Also man fliegt dann von Oslo aus mit der Propellermaschine noch weiter Richtung Norden. Hat auf jeden Fall schon ein bisschen Abenteuerfeeling. Und Ziel der Übung sollte sein, jedem irgendwie ein Heilboot zu besorgen. Wir haben nur so als Referenz letztes Jahr in einem der schlechtesten Jahre zu 46 Heilboots gefangen. Also die Chance ist auf jeden Fall da. Wir angeln ausschließlich Flachwasser. Das allermeiste passiert halt auf Sicht. So, die kommen bis zum Boot hinterher, bauen sich den Köder ein und dann geht's erstmal 50 Meter in die andere Richtung. Es ist eine epische Angelei. Es ist wirklich unnormal geil und ich verstehe niemanden, der sagt, nein, lass mich in Ruhe damit. Also ich kann es entschuldigen, wenn man es noch nicht gehört hat. 19. bis 26.07. Juli, genau, da geht's nach Norwegen. Ich habe noch Plätze frei. Kostenrahmen ist sehr überschaubar. Ist für alles gesorgt. Also wir kochen für euch. Wir haben die Unterkunft. Da kannst du direkt vom Balkon aus, also wortwörtlich Balkontür raus, auswerfen. Seelachs, Meerforelle, Pollack, Dorsch, alles Mögliche fangen. Und das große Kino findet dann natürlich auf dem Boot statt. Das ist alles inklusive Guiding. Fanggarantie kann man nie geben, aber ich sag mal, die Chance, dass bei 6 Anglern und 40 Butts in einem schlechten Jahr auch einer für einen selbst dabei ist, die ist schon gut gegeben. Also ja, kommt mit. Das sind meine Abschlussworte. Kommt mit nach Norwegen, ist geil. Wo kann man sich da anmelden? Auch Auch wieder Instagram. klassisch. Auch am besten über Instagram. Link in meiner Bio ist auch schon ein PDF hinterlegt, wo einmal alle Informationen nochmal draufstehen. Wenn man da Fragen hat, auf diesem PDF steht auch meine Handynummer. Kann man mir einfach schreiben, anrufen, wie auch immer. Sag noch, wie du heisst auf Instagram, damit ich alle auch richtig findet, weil wenn ich einfach Roman eingebe, dann gibt es ganz viele Romans. Ja, aber es gibt nur einen Roman.angelguide. Ganz Okay. einfach zu merken auch. Sehr gut. Genau. Und fast haben wir es vergessen, wie eigentlich jeder Gast hat auch der Roman etwas mit für euch mitgenommen. Mensch, gut, dass wir das nur fast vergessen haben. Dann gibt natürlich noch was zu gewinnen. Ja, es gibt einmal so die Fish Explorer Grundausstattung. Gibt einmal die X-Scale, das Maßband. Dann natürlich den Brokator, hier unsere Hakenlösezange. Gerade für Hechtangler super, schön lang und groß. Dann haben wir noch die Scratch Cap mit ein paar verschiedenen Scratches.
und den Handschuh natürlich. Also ich habe früher auch immer gesagt, Handschuh ist nur für Weicheier, so echte Hechtangler, die haben die Hände zerschnitten und bla bla. Habt mal die erste Blutvergiftung wegen so einem Spaß, dann werdet ihr das überdenken. Handschuhe auf jeden Fall auch noch mit in die Tüte rein und bitte tragt den doch auch einfach, weil so cool ist das gar nicht. Also, Olli sagt noch eben, was getan werden muss, um das Ganze zu gewinnen. Ne? Und dann haben wir das. Okay, also, um das Fish Explorer Package abzustauben, müsst ihr wissen oder uns schreiben, da unten im Podcast in den Kommentaren, wie viele Folgen der Roman für Fish Explorer am Start gegangen ist. Und das sind mehr YPC. vom YPC. Und das sind mehr wie 2 gewesen, kann ich euch jetzt schon sagen. Ja. Also nicht für wie viele YPCs der Roman am Start ist, sondern für wie viele Folgen, dass der Roman im YPC am Start war. Für die Marke Fish Explorer. Und der oder die es bereichen, die kommen in einen Topf rein und von denen wird dann der Roman über eine Sprachmemo den Gewinner bekannt geben, wo wir bei uns im nächsten Podcast können droppen. Wunderbar. Also fleissig nochmal YPC durchschauen. Genau, perfekt. Und folgen natürlich roman.guiding, Fish Explorer, Bait Brigade und allen anderen. Genau, und die Jungs, die weinen auch immer ganz bittere Tränen, wenn ihr dem Podcast hier nicht folgt und den nicht abonniert habt. Also auch da nochmal andersrum natürlich. Folgen, abonnieren hier, alles tun, damit ihr die nächste Folge nicht verpasst. Perfekt. Hey, danke vielmals, Roman. Und ja, Oli, jetzt kommt dein Wort. Ja, Roman, vielen Dank, hast du dir die Zeit genommen, für uns hier im Podcast dabei zu sein, ein bisschen YPC Insights geben, so ein bisschen Turniervorbereitungen. Ich habe es wieder mega interessant gefunden. Mega. Eben, wir haben jetzt vorletzte Woche schon ganz viel gehabt, aber ich habe wieder ganz viel Neues gehört und wieder ganz andere Ansicht, wie man an ein Turnier kann gehen. Ich habe es krass gefunden. Ja, danke viel. Ja, also ich war auch überrascht, wie einige an das Turnier herangehen. Von wem am meisten? Von Max? Nee, Max weiß ich ziemlich gut, weil mit dem habe ich im ersten Jahr ein paar Tage zusammen gewohnt und jetzt auch im Finale haben wir zusammen das Haus gehabt. Und daher kennen wir uns ganz gut und weiß ich, wieso der Herangehensweise war jetzt nur so dahergesagt. Also ja, jeder geht da ein bisschen anders dran, aber jeder hat schon auch eine Idee, was er macht. Ja, nee, ich kann auch noch abschließend nur noch sagen, vielen Dank, dass ihr meine Podcast-Entjungferung so angenehm gestaltet habt. Hat mir auch Spaß gemacht. Vielen Dank, dass ich hier sein durfte. Ja, und gerne wieder in einem Jahr oder so. Sehr gerne, ja. Perfekt. Ja. Sehr gerne. Einfach noch so zum Abschluss für unsere Community. Ihr hört uns jetzt nicht jede Woche, das ist jetzt ein bisschen Verwöhnprogramm gewesen im Januar. Keine Angst, ihr müsst unsere Stimme nicht alle Wochen hören. Genau, das ist auch uns ein bisschen zu viel gewesen, jetzt gerade die letzten 3 Wochen, jede Woche einen Podcast definitiv aufnehmen. Wir werden den gewohnten Rhythmus ab jetzt wieder reinnehmen von diesen 2 Wochen. Und ich würde sagen, Nico, wenn du nichts mehr zu sagen hast, dann würde ich sagen, tschüss und raus für heute. Ciao zusammen. Ciao zusammen. Ciao, ciao. Yeah. Erste Podcast in der Schweiz übers Fischen ist draussen. Eben schon gelassen das Bier rufen. Fisch verrückt, treffen sie den Buf oder werfen im Wasser. Die nächste Folge vom Forellenkönig und ein Bär sind im Kasten. Tight Lines, Baby!